2022 war ein ultra nice Jahr. Ich habe so viel Neues dazugelernt. Ich habe sehr viele Höhen und Tiefen durchlebt. Aber ich bin auch ein Stückchen erwachsen geworden und ich möchte euch mein Jahr mit diesem Video ein bisschen näher bringen. Mein Jahr hat mega gut gestartet. Ich bin mit dem Can auf Köln gegangen, um ihn bei der Produktion von seiner Musik zu unterstützen. Eigentlich hätte er jetzt seinen Produzenten treffen, doch der hat noch am gleichen Tag, wo wir angekommen sind, gemerkt, dass er Corona hat. Und auch wenn der Can zuerst mal ein bisschen ins Loch gefallen ist, haben wir dafür gleich mega coole Sachen dort erleben. Ich bin heimgekommen und ich habe endlich den Schritt gemacht, den ich schon lange machen wollte und nie machen konnte, weil ich wegen der Schule keine Zeit hatte. Und zwar meinem Zimmer ein komplettes Makeover geben. Die violette Wände und der viele Grümpel, also ich konnte es nicht mehr sehen. Und das ist no joke, eine der besten Entscheidungen dieses Jahr. Ich fühle mich in meinem Zimmer jetzt so viel wohler und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit dem Neustart alle alten Sachen hinter mir lassen kann. Allgemein, ich habe mich dieses Jahr so viel Neues getraut. Ich habe mich bei einem Studium spontan beworben, wo ich so alles Aufnahmeverfahren gehen, was by the way absolut schrecklich gelaufen ist und ich im Nachhinein ganz froh bin, dass ich nicht angenommen worden bin. Ich habe mir den Wunsch erfüllt, endlich Gelnägel zu machen, nachdem ich endlich nicht mehr Gitarre spielen muss. Yay. Und ich habe ein ewig langes Kleid am Zürich Filmfestival angezogen, wo ich fast nicht drin laufen konnte. Und ich habe mich endlich getraut, den Schritt zu machen, mich bei einem Sprachaufenthalt anzumelden. Aber zu dem kommen wir später. In diesem Jahr bin ich, by the way, auch vom lieben TikTok-Team, Grüße gehen raus, endlich entsperrt worden, um live zu gehen und habe somit mein Leben noch ein Stückchen mehr mit euch teilen. Unter anderem bin ich gerade in Köln auch sehr oft mit dem Can live gegangen, was dazu geführt hat, dass sehr viele Spekulationen über uns entstanden sind. Schon sehr lange haben der Can und ich überlegt, ob und wie wir unsere Beziehung veröffentlichen. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen und wir sind zwar oft zusammen vor der Kamera auch gestanden, aber jedoch nur als Kollegen. Wir haben gewusst, dass es ein sehr grosser Schritt wird sein und dass sich vielleicht auch vieles verändern wird. Aber wir haben auch nicht mögen, immer alles verheimlichen und darum haben wir den Schritt in die Öffentlichkeit zusammengewagt. Ja, als erstes haben sie so ein bisschen die closen Fans erfahren, die das YouTube-Video auch bis zum Schluss schauen, weil am Ende des Kölner Vlog haben wir so sneaky eine Kussszene eingefügt. Ja, und am Can Geburtstag haben wir dann den grossen Schritt gewagt und haben das TikTok veröffentlicht, was dann eindeutig ist, dass wir zusammen sind. Es sind so viele herzige Nachrichten gekommen und auch für uns hat sich sehr viel Positives verändert. Ich muss endlich den grossen Teil von meinem Leben nicht verheimlichen und ich muss jetzt auch nicht darauf achten, ob es jetzt auffällig ist, wenn ich einmal mehr beim Can daheim bin. Ja, das Thema war offenbar so spannend, dass wir auf der fucking Titelseite beim 20 Minuten gelandet sind. Im März bin ich dann von Simi eingeladen worden für ein TikTok-Weekend. Dort habe ich verschiedenste Leute wie den Juli oder den Django kennengelernt und wir haben richtig nice Sachen erleben. Wir sind zum Beispiel Boot fahren, haben am Morgen früh Wellnessen und natürlich haben wir noch ein paar TikToks gedreht. Anfang Jahr hat es nebst Corona noch mal eine Katastrophe gegeben. Der Krieg zwischen Russland und Ukraine hat angefangen. Ich hatte die Idee, dass ich mit meinem Dad zusammen beim Flomi mitmache. Ich dort alle meine Kleider verkaufe, die ich nicht mehr brauche und mir dann das ganze Geld dort an die Ukraine spendet. Dank euch, weil so viele gekommen sind, haben wir am Schluss 2000 Franken können spenden, was wirklich so unglaublich nice ist. Ja, ich habe schon vorher erwähnt, dass ich mich endlich getraut habe, mich bei einem Sprachaufenthalt anzumelden, weil eigentlich wollte ich das schon länger machen, weil ich meine Matur mit einem sehr lieb aufgerundeten 3,5er abgeschlossen habe und weil ich die Sprache eigentlich mega schön finde. Außerdem wollte ich mich mal aus meiner Comfortzone rauszwingen und mich so ein bisschen ins kalte Wasser rühren. Und das habe ich auf jeden Fall geschafft. Es ist Mitte April nämlich der Tag X gekommen, wo ich für 4 Wochen in die Westschweiz nach Montreux bin. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich mega positiv in das Ganze reingegangen. Doch der Anfang hat es mir wirklich sehr schwer gemacht. Ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich finde keine Freunde. Und ich habe auf einmal mega stark Heimweh bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt für 4 Wochen da überleben würde. Aber zum Glück habe ich mit der Zeit mega nice Leute kennengelernt, mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe. Ja, ich muss sagen, die Zeit war wirklich so cool dort. Ich konnte mich selber wirklich kennenlernen und ich habe tatsächlich Französisch gelernt. Ja, während ich Anfang April nicht mal einen gescheiten Satz aussagen konnte, habe ich Ende Mai tatsächlich richtig gut Französisch reden. Mein Geburtstag hat sich langsam genähert und dass sich mittlerweile alle Corona-Maßnahmen aufgelöst haben, habe ich endlich wieder eine Party machen nach 2 Jahren. Ja, nebst dem, dass sich Bibi und Julian getrennt haben und das literally an meinem Geburtstag bekannt gegeben haben, hatte ich gleich einen mega schönen Geburtstag gehabt. Das Motto war natürlich pink und alle haben sich dementsprechend so anziehen. Im Juni habe ich mich erneut etwas Neues gewagt. Ich habe zwar, seit ich aus der Schule bin, absolut nicht geschafft, regelmäßig Videos auf YouTube hochzuladen, aber ich habe mich dazu entschieden, den ganzen Juni jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich wollte diesen Monat wieder ein Feuer in meinem Hobby finden und das habe ich definitiv geschafft. Jeden Tag ist entweder ein Vlog, ein Real-Talk oder irgendeine Challenge gekommen und wenn es ultra stressig war und ich praktisch keine Freizeit mehr hatte, habe ich es gleich bis am Schluss durchziehen. Es ist so crazy, was alles passiert ist in diesem Monat. Ich bin mit dem Can, dem Leo und der Lina nach München gegangen. Ich habe zuerst mal meine Augenbrauen gefärbt, ich habe den Hitler Roy persönlich getroffen und ich musste mich auch von meinem Großvater verabschieden.
Auch wenn ich gewusst habe, dass es bald wird passieren und er sich auch fest wünscht, ist es für mich gleich nicht ganz einfach gewesen. Vor allem, weil ich durch die Daily-Videos gar keine Zeit hatte, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und vor allem auch, weil das bedeutet hat, dass ich mich nicht nur von ihm muss verabschieden muss, sondern auch von seinem Haus, von allen gemeinsamen Traditionen, ja, eigentlich von einem Teil meiner Kindheit. Ja, die 30 Tage, wo ich Daily-Videos gemacht habe, sind rum. Der Sommer hat langsam angefangen und die Open Airs sind bevorgestanden. Ja, das Jahr bin ich das allererste Mal am Open Air und nicht nur an einem, sondern gerade an 3. Das 4. waren wir am St. Gallen Open Air und dort durfte ich Hannah kennenlernen. Auch das Open Air St. Gallen war krank und ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass Open Airs voll mein Ding sind, auch wenn ich nachher dann komplett kaputt und dreckig heimgekommen bin. Kurz darauf ist es für mich dann aber gerade weitergegangen nach Saint-Tropez mit meiner Familie. Natürlich sind wir dort hingegangen, um Ferien zu machen, aber ein kleiner Funke von meinem Dad hat sich auch sehr gewünscht, dass er dort die Geissens trifft, weil sie hat dort eine Villa und zu dem Zeitpunkt sind sie auch gerade dort gewesen. Irgendwie ist das auf TikTok aber voll zu einem Running Gag geworden und die Sache mit der Robert zu suchen ist immer ernster geworden. Mein Dad hat zum Beispiel Robert sein Lieblingsrestaurant gebucht, wir sind zu den Yachten gegangen und er hat sogar extra ein TikTok für ihn gemacht, wo er ihm zu einem Bier einladet. Ja, mein Dad hat ein TikTok gemacht. Er hat sogar einen eigenen Account gemacht, der eigentlich noch easy durch die Decke gegangen ist. Leider aber vergeben, weil den Robert haben wir nämlich nicht gefunden. Ich habe aber auch andere richtig nice Ferien gemacht in dem Jahr. Ich bin mit meinen 2 Friends vom Gimmi in London, Mykonos und im Tessin gewesen. Und mit dem Can habe ich das erste Mal so richtig Ferien gemacht am Meer. Wir sind mit dem Schiff nach Sardinien und haben so richtig abschalten, bis vielleicht auf den letzten Tag, wo wir kein WC-Papier mehr hatten und mein Laptop-Ladekabel einfach mal kaputt gegangen ist. Vorher ist aber noch am 26. August am Can sein erster Song und anschliessend seine EP rausgekommen. Ja, schon seit mehreren Monaten ist er dran gewesen, hat sein ganzes Herz in das Projekt hineingesteckt und darum habe ich mir überlegt, dass ich ihn überraschen. Dass sein erster Song «Clouds» heisst, habe ich ihm eine Wolke mit Süßigkeiten gebastelt und habe das Restaurant «Clouds» gebucht, das sich zuoberst oben vom Prime Tower befindet. Ja, und auch wenn der Can dort seine Kappe abziehen, was er gar nicht nice gefunden hat das, glaube ich, ganz nice gefunden. Durch den Sommer habe ich immer mehr Spass bekommen am Insta-Bilder machen und ich bin tatsächlich sehr aktiv gewesen. Ich habe es geschafft, jeden 3 Tage ein Bild zu laden. Naja, zumindest bis im November. Ich bin nämlich für 2 Wochen nach Lyon gegangen, ja, nochmal zum Französisch lernen und nochmal mich ins kalte Wasser rühren. Und ich kann auch sagen, die 2 Wochen sind eine der besten Erinnerungen, die ich dieses Jahr gesammelt habe. Ich habe in so kurzer Zeit so unglaublich coole Menschen kennenlernen und es hat sich angefühlt wie eine kleine Familie. Ich meine, ich bin mit denen zum Mittag, zum Nachtessen, ich bin mit denen in die Schule und am Abend bis am Morgen früh bin ich mit denen ausgegangen. Ja, der Lifestyle dort war sehr crazy gewesen. Nicht nur wegen der Sprache und wegen den Menschen. Ich konnte das erste Mal nach mehreren Jahren abschalten von Social Media. Ich habe praktisch nichts gepostet. Ich bin nie erkannt worden und ich habe das erste Mal so, ja, ein Leben gelebt wie jeder andere. Und ich kann auch sagen, das hat so unglaublich gut getan. Ich hatte Zeit für mich, um mich besser kennenzulernen. Ich konnte mal andere Prioritäten setzen und einfach mal den ganzen Druck von Social Media komplett ablassen. Ich muss sagen, dass ich in diesen 2 Wochen zwar mehr Englisch gelernt habe als Französisch, aber ich habe es gleich 2 unvergessliche Wochen gefunden. Kurz nachdem ich heimgekommen bin, ist der Swiss Influencer Award vor der Tür gestanden und ich bin mental eigentlich komplett nicht ready für den. In meinem Kopf bin ich immer noch in Lyon. Ich kann nur noch zurückwählen und ich bin zuerst mal komplett ins Loch gefallen, als ich heimgekommen bin. Auch wenn es nur 2 Wochen waren, es ist mir so schwer gefallen, wieder in den Alltag zu kommen und den Lifestyle dort wieder loszulassen. Ich habe das Feuer für Social Media nicht mehr gespürt. Ich hatte dort so viel Zeit gehabt, um mein ganzes Leben hinterfragen. Ich habe mich aber natürlich auch gleich sehr auf den Abend gefreut, dass ich dort all meine Friends wieder gesehen habe und außerdem bin ich nominiert in der Kategorie Lifestyle. Ich muss aber sagen, ich hätte niemals gedacht, dass der Abend so unvergesslich wird sein für mich. Ich bin am Tisch mit meinen Eltern, mit meinen Friends und am Can gesessen und die Kategorie Lifestyle ist als letztes aufgeführt worden. Auf einmal ist mein Name gerufen worden und ich konnte es fast nicht glauben. Der Can hat einen Champagner über die ganze Bühne gespritzt und all meine Friends haben mich so krass supportet und die ganze Zeit nattig geschrien, sodass die Moderatorin fast nicht zu Wort kam. Ja, der Moment war wirklich crazy und unbeschreiblich. Und ja, ich habe noch nie etwas gewonnen und ja, außer vielleicht so eine Mitleidsbrosche von der Mädchenriege. Aber ja, ich muss sagen, an diesem Abend, ich bin auch sehr, sehr lange wach geblieben. Ich habe alles Revue passieren lassen in meinem Kopf und ja, nicht nur den Abend, alle Momente, die ich mit Social Media erleben durfte. Ich habe an das 16-jährige Ich gedacht, das alles für mein jetziges Leben gegeben hat, das von nichts anderes geträumt hat, als das, was ich jetzt habe. Ja, ich muss sagen, nach dem Abend war mein Feuer für Social Media auf jeden Fall wieder zurück. Es hat mir so Spass gemacht wieder. Ich habe Leute gecoacht, die noch am Anfang von ihrer Social-Media-Karriere stehen. Ich habe in einer Podiumsdiskussion von Google teilgenommen und ich habe mich dazu entschieden, im Dezember wieder Daily-Videos zu machen. Auch der Can hat seinen Erfolgsmoment gehabt. Er hat nämlich seinen ersten Live-Auftritt gehabt, wo er seine Songs performt hat. Und ich bin
vorstellen. Ich bin wie ein kleines Fangirl jetzt vorne gestanden und ich bin so stolz auf ihn gewesen. Das Ganze musste ich natürlich mitvloggen, genauso wie dort, wo ich Loredana privat kennenlernen oder wo das Hedi Geburtstag hatte. Allgemein im Dezember habe ich wieder sehr viele Videos mit meiner Familie gemacht, was mir richtig Spass gemacht hat und ich glaube ihnen auch. Jetzt stehen wir am Ende dieses Jahres und auch wenn ich eigentlich ganz froh bin, dass ich es erneut geschafft habe, Daily Videos durchzuziehen, bin ich ein bisschen sad, weil ich es echt sehr nice gefunden habe, so nah bei euch zu stehen. Ich habe das Jahr auf jeden Fall gelernt, dass mir es gut tut, mich mal ins kalte Wasser zu schiessen, mich mal etwas zu trauen oder etwas anzupacken, was ich eigentlich will, aber irgendwie gleich wieder vor mich herschieben. Ich habe auch gemerkt, dass ich es ab und zu brauche, mal voll zu hustlen und an meine Grenzen zu kommen. Aber auch, dass ich Zeit muss nehmen muss, ohne einen Kopf voll mit Social Media. Für mich war es auf jeden Fall ein Jahr mit unvergesslichen Momenten, mit Höhen und Tiefen. Und ich bin so dankbar für all das, was ich erleben durfte. Für die Menschen, die ich das Jahr kennenlernen durfte. Und natürlich auch für euch, die mich so supportet und mich bei dem Jahr begleitet haben. Ich freue mich auf das kommende Jahr und ich bin sehr, sehr gespannt, was alles noch wird auf mich zukommen. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes neues Jahr, einen guten Start und natürlich auch eine ganz schöne Weihnacht.